Herzlich willkommen, liebe Leute, für eine neue Emission der Blick auf Europa, das Woche von Brüssel. Ich wollte über Sujet angehen, über Bienensterben. Das heißt, nach dem Motto «Stirven Bienen, da stirbt doch der Mensch», hatten wir vor 14 Tagen eine Konferenz, aber nicht so mir. Dann ist mein Kollege Pascal Arimont und ich selber, und zwar hier zu St. Vith, was nicht weit von Brüssel, noch nicht weit von Lützeburg ist. Und wir hatten einen ganz großen Succès. Wir hatten 6 Spezialisten invitiert, die Rede und Antwort gestellt und die kleine Vorträge gehalten haben. Und wir hatten weit über 100 Leute. Und da sind eine ganz paar Fragen aufgekommen und natürlich auch eine ganz paar Vorträge gehalten. Und da will ich euch ein paar sogenannte Schlüsselpunkte davon erzählen. Allgemein kann zurückbehalten, dass es für das mögliche Bienensterben nicht eine einzige Ursache gibt. Das heißt nicht ein einziger Grund. Das ist eine Partie von Gründen. Und da ist natürlich von den Hauptgründen sind Spritzmittel, Pestiziden, die einerseits an der Landwirtschaft natürlich, aber auch andererseits am privaten Gebrauch angesagt gehen. Das Zweite ist einfach auch zu betonieren von unseren Agglomerationen, auch von unseren Landschaften teilweise, sodass Bienen am Anfang, hauptsächlich Tünnischbienen, am Anfang nicht mehr die Vielfalt von Blähepfannen, die sie brauchen. Das Dritte ist natürlich auch an der Landwirtschaft, das sind die Monokulturen. Natürlich gibt es etwas ugesät, zugepflanzt und geht immer um dasselbe, ob so viel Hektar ugepflanzt an Bienenpfannen nicht mehr die Vielfalt, die sie brauchen für Auffüssen, die wir den ganzen Saison so blähen zu Pfannen, die sie dann eben brauchen, die notwendig sind. Da gibt es natürlich die Varroa-Milbe, das heißt, die gibt es schon seit 1975, wo die angeführt gehen aus Südamerika an Europa. Ja, am Anfang war das nicht direkt ein Problem und das auch noch nicht so streng kontrolliert. Wir hatten noch nach eine gesunde Bienenpopulation, kann ich sagen. In letzter Zeit hält die Varroa-Milbe immer mehr zu. Und das nach Chemiemittel, noch von der Chemie, von der Chemieindustrie, nach Chemiemittel von gehen, für dagegen zu gehen, das hilft uns natürlich nicht. Bienenzucht für die aufrechtzuerhalten. Au contraire, es sterben alle Jahre Bienenvölker durch die Milbe. Dann natürlich auch Mähen, das heißt, es gibt ziemlich viel gemäht, ohne dass die Pflanzenvielfalt, das heißt Blumenwiesen und so weiter, eigentlich zum Blähen kommen und dadurch dann Bienengiffen hier Nahrung fallen. Was können wir machen? Einerseits kann natürlich all Einzelnen etwas machen, das ist ganz klar. Was können wir machen? Wir können an unserem Umfeld, wo wir Mäuer haben, an unserem Garten, an unserer Wiese, können wir dafür sorgen, dass wir einerseits eine Vielfalt herstellen, eine Vielfalt und zum Beispiel Blumenwiesen, aber auch sonst Männer zu betonieren. Dann natürlich können wir auch sogenannte Insektenhotellen aufstellen. Das heißt, das sind die Spezialkonstruktionen, wo einerseits Insekten, aber andererseits Bienen hier in Raum finden, wo sie sich wohlfühlen. Das ist eine Möglichkeit. Dann natürlich auch als Verhalten beim Ankaufen. Wir alle kaufen ganz viele Produkte, die aus Übersee kommen, von irgendwo am Platz einheimisch, ländlich Produkte zu kaufen. Das heißt einerseits Schulen zum Beispiel Äpfel, Beeren, alles was Produkte du Terroir sind, die bei Eis wurzeln, die bei Eis angebaut sind, angepflanzt sind. Das heißt, soll ich vermehrt darüber zurückgreifen, darum auch Neubongerten uppflanzen, wenn die Möglichkeit hat, oder wenn ihn mehr konsumiert, da gehen noch mehr Bongerten angepflanzt. Das sind so alle so Verhaltensmethoden, wo man selber müssen nachfragen, wo man selber auch etwas können machen, sodass den Einzelnen, das auch bei der Konferenz rauskommt, den Einzelnen kann auch etwas machen, am Platz immer am Empfänger ob sogenannten multinationalen Gesellschaften, Chemieindustrie, Riesen, wo man natürlich müssen dafür sorgen, wo man natürlich müssen dafür protestieren, dagegen gehen, aber auch da, als wie gesagt, jeder Einzelne kann etwas machen. An der Industrie da forschen sie. Das ist einerseits ganz gut. Ich meine, da war auch ein Vertreter bei der Konferenz, ein Vertreter von Bayer, die auch ganz gezielt forschen, die ganz viel Moyen, also finanziell Moyen an Forschung setzen. Für einerseits natürlich auch die Pestiziden, die Spritzmittel, für die
erstens mal so zu kreieren, dass sie Schädlingen bekämpfen und aber nicht die Vielfalt von Insekten, von Bienen und so weiter, dass sie das nicht futtig machen. Und da hilft auch an Zukunft, und du hast der Professor darauf angegangen, da hilft an Zukunft auch Digitalisierung an der Landwirtschaft. Das heißt, an der Landwirtschaft mehr gezielt darauf hinkommen, dass den am Platz den im Moment flächendeckend sprayt sprayt, dass den an Zukunft mehr noch kriegt, für gezielt gegen Schädlinge vorzugehen, an die anderen Arten, sogenannten Gutarten, dass die verschont, dass die Leben hält, dass die sich auch weiter können entwickeln. Da das, wie gesagt, größtenteils an der Industrie, wo die Digitalisierung dann noch soll an Zukunft gefördert gehen. Dann ist natürlich auch ein verantwortungsvoll umgehen. Das heißt, ich meine, das wird doch schon Anklang gefunden an die Einzelbereiche. Das geht für ihn sich halt mehr bewusst wie für in Jahren nach, dass es wichtig ist, dass man Insekten, dass man die ganze Artenvielfalt von Insekten, von Bienen, Wildbienen und so weiter erhalten. Das ist die Responsabilität, die wir haben, das umdenken und dann noch verantwortlich voll mit unserer Umwelt umgehen. Das dabei rauskommt, das ist auch ein ganz wichtiges Sujet, auch noch einmal bei der Rubrik, wo geht für jeden Einzelnen kann etwas machen. Und dann natürlich haben wir haben auch ganz viel an der Urbanisierung, ich habe das schon gesagt, wir haben an der ganzen Urbanisierung an der Stadt, aber auch an der Stadt laufen ein paar die Projekte für, wie gesagt, Bienenvölker da umzusiedeln. Und das bedingt natürlich auch, dass den einen Transport muss machen, weil ja nicht immer zu aller Zeit die richtige Blühenvielfalt hat, die richtige Blumen hat. Und das ist ein Marché, den an Europa noch den noch nicht ausgeprägt ist, mit den an Amerika zum Beispiel ganz stark ausgeprägt ist. So die Leute spezialisieren sich auf den Transport von so Bienenvölkern. Das heißt, die feiern eigentlich die Völker dahin, wo sie dann in dem Moment Nahrung finden. Das heißt über ein paar hundert Kilometer in Amerika. Und das ist am Anfang ein ganz lukrativ Geschäft, wo Millionen damit zu verdienen sind. Etwas, was ich persönlich nicht erstrebenswert fand. Wir aber da, wie gesagt, in Amerika erstens mal notwendig an sich auch entwickelt wird, und dass die Bienen dann dahin transportiert gehen, wo sie ein Umfeld finden, was sie dann in dem Moment brauchen. An der Landwirtschaft, ich habe das schon gesagt, die Digitalisierung, die wird Anklang finden. Dann ist natürlich froh, wenn wir eine Sendung machen über Europa, dann ist natürlich froh, was können wir auf europäischem Niveau machen. Und da muss ich sagen, da war auch ein Direktor von der Kommission, von der Europäischen Kommission, von der Santé, weil die ganze Bienenvielfalt, die ganze Pestizide, das fällt in der Santé und Environnement. An den hat ganz interessant auch Stellung geholt zu den Neonicotinoiden. Neonicotinoiden werden am Anfang verschiedene Mittel sind, die unter einem Sammelbegriff zusammengefasst sind. 3 davon, ich zähle sie nicht ab, weil es sind so kompliziert nicht, dass ich mich sowieso vertüdeln. 3 davon sind seit dem Januar 2015 verboten, dass im Moratoire angefordert gehen, weil, wie gesagt, das nach weiter analysieren muss gehen. Die ersten Erkenntnisse sind, dass es schädlich ist für die Bienen und dass es dadurch, wie gesagt, verboten ist, außer an Gewächshäusern, wo ja sowieso keine Bienen pflegen, aber am offenen Feld, an der offenen Landschaft sind die 3 Mittel verboten. Und da ist so ein bisschen eine Meinungsverschiedenheit, das heißt, ganz viele Leute und auch ganz viele Organisationen, die mengen dem Moratoire, die wäre begrenzt, die wäre auf Maximum 2 Jahre begrenzt. An der Januar 2017 gibt den abgehoben gehen. Dem ist nicht so, das hat den Mann erklärt. Das heißt, das ist ein Irrtum, den da immer geht, sowohl inner der Leute wie auch an der Presse. Das heißt, es gibt im Moment am Gang geforscht zu gehen, nach weiter Erkenntnisse zu sammeln, nach weiter Studien zu machen. An Recht von der Auswertung davon viel Leid gibt die Decision geholt,
ob es weiter verboten bleibt oder ob, wie gesagt, dem Moratorium weiterlebt oder möglicherweise, wenn es ganz schlimm ist, dass die Produkte definitiv verboten gehen. Das ist eine wichtige Erkenntnis, die wir hier kriegen. Und ich meine, das ist auch gut, von dieser Gelegenheit zu profitieren, für so ein Irrtum, wie gesagt, aus der Welt zu schaffen. Das heißt, Neonicotinoiden ist im Moment, die 3 Sachen sind verboten, bis möglicherweise für immer oder bis neue Erkenntnisse kommen, dass vielleicht mit Restriktionen auf verschiedene Plätze oder so, aber weiter dummer da kann geschafft werden. Das vielleicht zum Schluss dann, wie gesagt, Konklusionen, pardon, nicht Konsequenzen, mit Konklusionen davon war am Anfang für zu sagen, da waren noch Imker dabei, es waren noch der Präsident von der Europäischen Imkervereinigung, und noch allgemein war ein bisschen so Sicherheit für zu sagen, Honigbienen sterben nicht aus, solange wir Imker gehen. Weil das ist am Anfang ein ganz wichtiger Garant. Die sorgen dafür, dass erstens einmal regelmäßig nur den Bienenvölkern geguckt wird, dass auch ihnen eine Umwelt geschafft wird, die sie brauchen. Und natürlich auch sowohl auf nationalem wie auf europäischem Niveau immer am Fanger an Pfund gelöst wird, was Sachen gemerkt werden, die nicht an der Reihe sind. Sie wird mit Spritzmitteln, sie wird mit so etwas. Es gibt natürlich, es wird wahrscheinlich auch in Zukunft ganz stark Veränderungen geben an der Bienenpopulation. Das ist von einem Spezialist, von einem Braunschweiger wissenschaftlichen Institut auch klar durchgelöst gehen. Das soll uns vorsichtig machen, aber das soll uns aber auch nicht am Sinn von großem Alarm, das soll uns nicht so in Panik verfallen, wie das heinz so durchgestanden wird. Vielleicht war das interessant. Ich hoffe, es hat dich gefallen, es hat dich interessiert, weil das hier so, das hier ein Slogan, der sagt, stirbt Bienenvolk, da stirbt auch der Mensch. Bon, wir sind ein guter Ding, dass es zwar muss regelmäßig geguckt werden, das muss auf dem Dossier geschafft gehen, aber dass es aber noch nicht so alarmierend ist, wie das heinz so durchgestartet. Merci fürs Nachgucken, bis die nächste Woche.